Ich habe gewusst, wir haben einen da. Ich habe es gewusst. Ich glaube, einen langt. Ja, vorläufig schon, ja. Aber irgendwann müssen wir einfach noch Tintenfisch finden. Keine Ahnung, wo Gut. die sich Gut, verkrochen haben. wenn es nur Tintenfisch sind, dann ist es mir noch gleich. Ja, voll. Weil ohne die kann ich leben, die brauchst du noch für Tintensäcke und Tintensäcke, naja. Ja, brauchst du nicht überall. Schwarze Schafe kannst du auch so finden, zum Beispiel. Hey, jo! Oder Twilight. Im Twilight könnte es geben. Da hat es noch einen Naga-Scale. Ah ja, im Twilight könnte es auch geben. Okay. Ja, ich komme mal mit dem einen zurück, dann können wir immer in Thamecraft mal weiter zeigen. He? Ja, ich komme jetzt auch gerade retour. Zauberstab bei dir, oder? Ja, habe ich alles bei mir. Schau, du darfst das Weizen haben. Also wir brauchen Scribing Tools, gell? Ja, genau. Ein Fläschchen, eine Feder und ein Inksack. Ein Fläschchen, eine Feder und ein Inksack. Yeah! Ich habe Schreibtools. Glaube. Und jetzt, was mache ich mit dem Schreibtool? Jetzt baust du nochmal so einen Tisch wie vorher. Nochmal einen. Habe ich schnell gemacht, schau mal da. Und auf dem platzierst du jetzt das Schreibtool. Gerade nebendran. Ja, ja. Sollte ich eigentlich Wie? Muss ich zuerst den Zauberstab noch drauf tun? warte, bei dem haben es glaube ich zwei Tische neben Ah. Warte, ich glaube... Nein. Machen wir nochmal geschwind neu. Okay. Yep, cool. Super. Cursory. Jetzt kann Thamecraft beginnen. Okay. Was muss ich machen? Ja, wir brauchen jetzt mal als erstes Papier. Papier. Viel Papier. Viel Papier. Mehr Papier. Und das Papier kannst du mal in den Tisch hinein tun. So? Ja, ist gut. Oh! Nein, nicht da. Da. Da, oder? Ich mag mich noch erinnern, dass wir das brauchen, zum draufkritzeln. Wir erstellen jetzt Seiten für unser Phänomen. Okay. Und zwar fangen wir jetzt einfach mal einfach an, indem du mal da ein Goldnugget rein tust in den Tisch. Also machst du den Tisch auf. Ja. Ah, ich kann dir sogar zuschauen. Herrlich. Ah, wirklich? Genau, und jetzt tu mal nur eins rein. Ich weiss. Du es untersuchen. So. Jetzt, solange du das dort innen hast, die Theorie, musst du weiter an dieser forschen. Und das ist jetzt noch irgendeine Theorie, die er am Aufstellen ist, über Eisen. Über Eisen? Ja, also Metallum? Genau, Metallum. Okay. Er hat irgendetwas entdeckt und er erforscht das jetzt. Ja. Jetzt forschst du einfach mal weiter. Du hast Metallum, jetzt könnten wir zum Beispiel auch normales Eisen nehmen oder so. Ja, habe ich schon drin. Oder einfach irgendetwas anderes. Genau, kannst weiter forschen. Und jetzt siehst du, jetzt hat er etwas entdeckt. Er ist ein Alchemist, du verstehst noch nicht, was du entdeckt hast. Du weißt einfach, du hast irgendetwas. Okay. Zum Beispiel, du hast jetzt mal aufgeschrieben, wenn ich es warm mache, wird es flüssig. Hey, das wird ja gar nicht mehr verbraucht, oder? Doch. Ah, Es, okay. es hat immer, du kannst unten den Tisch umschalten. Jetzt haben wir auf Sursori. Jetzt ist er grün. Dann kannst du auf Rot tun, Tauru. Siehst du den Knopf? Tauru. Oder Toro, keine Ahnung, was es heißt. Thoru. Auf jeden Fall, da forschst du schneller, aber die Gegenstände gehen auch eher kaputt. Okay. Ich würde auf dem forschen, es geht viel tiefer. Jetzt kannst du einfach mal weiter forschen an dem Eisen. Hä? Also auf... Weiter, immer weiter auf dem roten? Okay. Ja, du nur auf dem Rot. Auf dem roten, gut. Auf dem Rot, ja. Jetzt siehst du, er braucht das Eisen. Jetzt, wenn du drauf fährst, siehst du auf 37%. Ja. Das musst du auffüllen auf 100. Oh, jetzt ist es kaputt gegangen.
Jetzt, wo Yeah! er fertig ist mit dem Eisen, merkt er braucht irgendetwas dazu. Und die Theorie sagt, Of alchemy and the properties of metals, you think you might have stumbled upon a way to transform base metals into gold. Also andere Metalle, oder? genau, andere Metall transformieren. Jetzt würde ich sicher mal Gold rein tun, weil du willst ja wissen, was ist der Unterschied zwischen dem Metall und dem Gold. Ja, Karus. Also du hast jetzt einfach mal Gold rein, genau. Ah! Weiter, tu noch mal eins rein, du siehst, die sind immer noch leuchtend, also kann er es immer noch benutzen. Yeah, es ist Gold. Genau. Und? Und? Permutatio. Ja, Muss ich das jetzt ja, auf 100 machen, oder? das muss alles auf 100. Permutatio, das ist eigentlich immer Mutation transformieren. Also immer wenn du etwas verwandeln willst, wird das wahrscheinlich drin vorkommen. Okay. Wo haben wir das drin? Das kannst du bei den Gegenständen suchen oder es gibt zum Beispiel das Baumcraft-Wiki, wo das sehr gut beschreibt mit den einzelnen Dingen. Ich habe etwas. Hast du gerade Cobblestone dabei? Da haben wir. Ich mache mal Steinpickel, weil die haben das drin. Genau, also man kann sehr viel Ressourcen sparen, wenn man schaut, wo es das überall drin hat. Weil zum Beispiel auch gerade die Kristalle, wo man nur Blöcke Hä? draus machen kann, kann man sehr gut brauchen. Nein, Saphirpickel haben sie drin, aber Steinpickel nicht. Crab. Ja, die können wir sicher mal noch brauchen. Also warte, ich gehe als Saphir selber anschauen, ob der das auch drin hat. Nein, es muss ein... Ja, sollen wir 2 Saphirpickel Warte schnell. reingehen? Warte schnell. Du schnell. Warte, ich habe eine Idee. Es könnte sein, dass der verzaubert worden ist, nicht? Sorry, ich bin jetzt gerade im Fieber, ich muss erst etwas testen. Nein, der hat einfach noch Magie drin. Also es ist... Ich weiss, dass es irgendetwas Simples gibt, wo ganz viel von dem drin hat. Ich sag das jetzt gerade. Okay. Ich mache gleich einen Saphirpickel. Brauchst du einen Saphirpickel? Ja. nachher? Kupfer hat es drin, Eier hat es drin, Emeralds, Flaxseeds, Melonenseeds, Pumpkin Seeds, Honig, Silber, Okay. Asche. Katz, geh weg, ich komme. Yeah. Flaxseeds, komm mit. Flaxseeds kommt mit. Okay, cool. Gehen wir das doch da rein. Siehst, jetzt entwickelst du das auch auf 100% aus. BAM! Jetzt ist es fertig. Jetzt kannst du Basic da die Transmutation. Schriftrolle nehmen, die bei dir öffnen. Bei Starting... Ah, rechtsklicken und es geht rein, hä? Genau, und jetzt kannst du das Phaumonomicon schauen. Ich sehe es jetzt leider nicht, weil ich es nicht gemacht habe. Ja. Könnte man es eigentlich schnell machen. Ist ja kurz so. 1 Karus und 2 Metallum. Genau. Wenn du das jetzt produzieren willst, dann musst du Gegenstände, die diesen Wert haben, mit diesen Dings da reinrühren und nachher mit dem Zauberstab drauf tippen. Was hat dann noch Karum drin außer Gold? Warte schnell. Also ein Eimer könnte man... Ich mache jetzt einfach mal so testweise einen Eimer fürs Metall. Muss doch irgendetwas Billiges noch sein. Karum. Ah, Saphir hat gerade. Und Lapis Lazuli hat es auch drin. Lapis. Lazuli. Ja, Ja, gehen wir mal das rein. Sandstone, Gold. Wie viel habe ich gesagt? 1 Karus, hä? 1 Karus, 2 Metallum. Ein Kessel hat... Also 6. Gut. Also ein Kessel und 6 Lapis Lazuli sollten theoretisch... Gold oder Gold Nuggets geben. Genau, aber 12 sollte ich überkommen. Blub.
Blub. Blub. Blub. Blub. Blub. Und der Kessel. Blub. Jetzt mit Zauberstab, gell? Jawohl. Yeah, 12 Nuggets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Cool. Und wie du jetzt... Warte mal, vielleicht kann ich auch einfach jetzt gerade die Nuggets erforschen und dann habe ich den Zauberspruch. Nein, es langt nicht. Ich habe den Ja. Gold reingehauen, schau. Fahren wir weiter, ich kenne den Baum langsam schon fast auswendig. Du siehst jetzt, vom Nugget gibt es einen Weg rauf. Ja. Das heisst, es gibt mehrere Sachen in die Richtung. Du könntest jetzt also entwickeln, du weißt, dass du für die Transmutation Basis mit Eisen gehabt hast. Ja. Und du hast jetzt in Gold verwandelt. Um den Unterschied zu ermitteln, hast du Gold ausgeforscht. Ja. Also forschst zum Beispiel einfach irgendwie Kupfer aus oder so. Okay. Und das, was halt irgendetwas drin hat. Also. Kupfer. Haben wir noch? Ja. Hat das etwas drin? Ja, das sollte irgendeinen Stoff drin haben. Ja, nur Nahrung. Okay, dann hole ich noch schnell ein bisschen Nahrung. Du kannst von mir aus schon mal zum Tisch. Was ist es? Zinn hat noch Ist 2 es- Diamanten. Zinn ist auch etwas Schönes. Hat es so ein Fleischsymbol? Nein, ein Äpfeli. Ein Äpfeli. Also wie meine Potatoes. Ah, du hast Potatoes. Gut. Ja, wir haben übrigens auch alles da in der Kiste. Und der Weizen. Also gekochte Potatoes. Also. Kupfer, hä? Ah, nimm mal die Rolle sonst raus. Zu dir. Genau, meine Theorie. Okay, ja, da kommt etwas. Oh! Jetzt kannst du eben, warte, hör auf das Kupfer verrühren. Jetzt kannst du zum Beispiel den Äpfel kannst jetzt mit Weizen oder mit deinen Potatoes füllen. Die sind weniger wertvoll. Äpfel gefüllt. Genau. Und das Metall Jetzt machen kannst du wir schon mal mit schauen, nach was er forscht. Das langt ihm schon zum Wissen, was er The will transfer machen. of base next metals into gold. The next step would be a transfer of any and all metals into copper. Oh! Okay. Ich tue gleich mein Eisen mal da rauf. Aha. Wieder das Transmutatio. Ja, du willst es ja verwandeln. Ja. Was ist das schon wieder gewesen? Goddammit. Sie- Flaxseeds, ja. War ich die heute? Ich helfe dir, ich kann. Voilà. Yeah. Dann nimm was? Und noch Eisen. Ja. Eisen ist Ich hab's jetzt gerade grün. gesehen. Yeah. Copper Transmutation. Kitting! Voilà. Und wenn du jetzt wieder in deinen Baum gehst, schauen, ist schon wieder ein bisschen... Yeah. So. Jetzt gehen wir aber mal in eine andere Richtung. Victus, Life Force, Food, Sustenance. Und zwar nimmst du jetzt einmal so einen Shard. Nehmen wir mal... Ich habe alle dabei. Du hast mir gesagt, ich soll die Hälfte Okay. nehmen. Das ist gut. Dann tu mal einen violetten Shard rein. Violette? Genau. Warte jetzt schnell, bevor du Ja, ja. drückst. Es wird immer als erstes der Aspekt, der am meisten Punkte hat, ausgeforscht. Okay. Überall, außer du weißt, nach was das du suchst. Ja. Wenn du jetzt mal nicht weißt, was reinkommt, weil auf dem nichts steht und du nebendran nichts hast, Ja. kannst du immer davon ausgehen, solange das Bild noch leuchtet, kannst du daran forschen. Wenn es dunkel wird, wird das keinen Einfluss haben. Okay. Und wenn es weg ist, dann bringt es einfach effektiv nichts. Ja. Gut. Kann ich drücken? Ja. So. Und jetzt warte schnell. Jetzt schau nochmal in das Pneumonomicon. Ja. Dort innen, wir haben jetzt den magischen Aspekt erforscht. Also kannst du jetzt davon ausgehen, dass wenn du in der Mitte schaust, wo ein Metall liegt, Ja. dass wenn du Metall reingibst, dass irgendwie ein magisches Metall sollte erscheinen oder so. Ja, Thaumium. Genau. Also gibst du jetzt Metall rein. Also, was? Wo? Jetzt gehst du zu dieser Ja, Forschung. du weißt es halt schon, oder? Jetzt weisst du, die zwei Elemente sind Magie und Metall. Okay. Ja, ist ja logisch. Wenn du dort drüber schaust, du machst etwas mit Magie, es hat ein Metall,
Du kannst jedes Metall in jedes verwandeln, wenn du willst. Also wirst du auch ein magisches Metall können herstellen. Ja. Jetzt möchte ich aber nicht unbedingt meine... Shards verbrauchen. Aha. Also kannst du auch schauen, was sonst noch Magie drin hat. Ja, mein geiler verzauberter Pickel hat drinnen. Aber er geht auch kaputt. Das ist gleich. Ich habe extra Steinpickel verzaubert, weißt? Ich habe noch 4 Level. Ich gehe da nochmal drauf. Jupp, das ist für mich gut genug. Ah, come on. Bis nachher.